Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 8. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Union Berlin und gegen die wollten wir eigentlich unser wunderbares neues Karnevalstrikot standesgemäß mit einem Sieg einweihen, aber dummerweise haben wir das Ding leider im Freundschaftsspiel gegen Bochum schon angehabt und da haben wir fürchterlich einen auf die Nuss gekriegt und das bedeutet für das Karnevalstrikot Fehlstart. Alarv! 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 Pass auf, Alarv, ich hab einen Alarv, ja. Union hat ohne uns zu fragen am Transfermarkt zugeschlagen. Ein Coup ist ihnen auch geglückt. Jetzt sind sie vorne gut bestückt. Ich würde sogar sagen, die sind uns mindestens eine Schwanzlänge voraus. Ja, und das mit einer hängenden Spitze. Wie geht denn sowas? Ja, also. Ist doch egal. Die Berliner sind jedenfalls harte Knochen. Und wir, bei uns steht vorne irgendwie keiner. Was ist denn eigentlich mit unseren Stürmern? Der eine macht die Ausbildung auf dem Platz, der nächste kommt frisch aus der OP, startet sofort mit seiner Reha auf dem Platz. Man könnte sagen, er ist in Bad Müngersdorf eingelaufen. Und der dritte, ja, der ist eigentlich schon längst in Rente gegangen. Ne? Bleib mir weg mit Stürmern. Ne? Im modernen Fußball braucht man keine Stürmer mehr. Wir haben das doch gegen Bremen gesehen. Ja? Du musst ihn nur stramm vorne in den Strafraum reinschießen. Dann macht der Gegner die Tore selber. Für uns. Ja? Wir brauchen keine Stürmer, macht der Gegner. Ja? Stürmer sind Verschwendung. Ja, absolut. Und wir spielen heute schon den Fußball der Zukunft. Ja. Wir werden ab sofort auch keine Elfmeter mehr gegen uns bekommen, weil wir keinen mehr in unseren Strafraum reinlassen. Auch keine eigenen Leute? Nein, auch keine eigenen Spieler. Wofür auch? Damit, wenn die dem Trainer zuwinken, sie angeschossen werden oder damit sie, wenn sie doof rumstehen im Strafraum, dem Timo die Sicht versperren und er kann nicht rausgelaufen kommen. Nee. Wir machen den Strafraum jetzt dicht. Da kommt keiner mehr rein. Jetzt verstehe ich auch, warum der Geisblog sagt, ja, dass unser Freund Held sagt, 15 Leute müssen weg. Ja, das nennt sich moderne Kaderplanung, ne? Wir brauchen Kreisläufer. Ja. Richtig. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Wir wissen nur noch nicht wohin. Doch. Wir sind auf dem Weg zu 16 Punkten. Klassenerhalt. Ja, 16 Punkte, pass auf, ganz einfach. Wir haben nach 7 Spieltagen, ja, 3 Punkte, genauso wie Schalke, Mainz hat nur einen. Hochgerechnet bedeutet das nach 34 Spieltagen 15 Punkte und für Mainz nur 5, ja. 16 Punkte reichen zum Klassenerhalt. Ja. Das ist das Gute an dieser schönen neuen Fußballwelt. Die Schere geht immer weiter auseinander, aber unten wird es richtig eng. Ja. Man muss überhaupt nicht mehr gewinnen, um die Liga zu halten. Nee, aber wir tun das trotzdem, ja, und zwar in unserem schönen Lappenkostümchen, Trikot, ja, und weil wir uns da so drauf freuen, haben wir uns das auch aufs Shirt geschrieben. Ja, sauberer Lappen, dreckiger Sieg. Ach ja, Leute, ne? Ehrlich. Wäre das schön, wenn wir... Ach so, erstmal, pass auf. Hat er wieder vergessen. Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Das ist schon zu weit. Kommt. Wäre das schön, wenn wir mit Kölsch trinken Punkte sammeln könnten. Ne? Das wäre super. Ja, lass mich mal kurz rechnen. Wir brauchen 2 Kölsch für 3 Punkte. Das heißt ja, wir brauchen 10 Kölsch für 15 Punkte und noch eins mehr und wir bleiben in der Liga. Ich sag dir, 11 Kölsch für den Klassenerhalt. Ja. Also wir würden uns wir locker in die Meisterschaft trinken. Ne? Gar kein Problem. Ne? Die Champions League, überleg doch mal, haben wir jemals bei irgendeinem Spiel nichts getrunken? Nein, wir punkten immer. Prost. Prost, Leute.